Demokratie bedeutet eigentlich die Herrschaft vom Volk. Konkret bedeutet das, dass die Majorität vom Volk dezidiert. Meistens sie Wahlen, wo die Bürger dann seine Repräsentanten wählen, die hier Meinungen und hier Interessen vertreten, Seelen über Referendum bei unserem Land. Demokratie heißt auch akzeptieren, dass einer Leute einer Meinungen haben. Demokratie heißt akzeptieren, dass einer Meinungen sich können durchsetzen. Demokratie heißt Meinungsfreiheit akzeptieren und überall promovieren, auch wenn eine Meinung gar nicht gefällt. Demokratie heißt auch den anderen nur lauschen. Demokratie ist der Wille vom Volk zu akzeptieren und dem Volk auch die Möglichkeit zu gehen, ihre Willen auszudrücken. Demokratie heißt den politischen Konkurrent oder Gegner zu respektieren. Demokratie ist Vertrauen hun noch an Bürger an das, was sie wählen. Demokratie ist auch, dass ich kann Gesetze ändern, dass ich sogar Verfassung kann ändern, dass ich kann dezidieren, dass ein Land zum Beispiel Member geht an internationalen Institutionen oder nicht. An Demokratie ist zum Schluss, und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Volk kann die Regierung aufwählen. Das ist der größte Unterschied zu einer Diktatur. An einer Demokratie kann das Volk in einem Land noch 5 oder 6 Jahre eine Regierung, die sie nicht gut findet, aufwählen. Das ist ja auch geschieht. Lützeburg sind über 100 Jahre, kann ich so in einer Demokratie. An der Zeit hat sich vieles geändert und wird sich auch noch vieles ändern. An der Zeit geht war nicht die für 50 Jahre, die nicht Haut ist. Von den Haut, das gibt so ein, was für 50 Jahre an unserer Demokratie Konsens war, was demals mit war, da gibt es Haut eventuell von verschiedenen als rückständig reaktionär oder wie noch exponentiell Haut mehr betrüchtet als rechtsextrem vernannt gehen. Von den Haut, das gibt so, was dem unser Wahlprogramm stimmt. Ich habe es auch gut gelesen von den Parteien von 54 Jahren. Da wären Haut wahrscheinlich ganz viele Leute ganz schockiert, dass sie das doch als ganz schlimm oder undemokratisch durchstellen. Du sagst, wie das ändert. An der Demokratie, da ändert Politik eben, wenn Leute das wollen. Das kann sein, dass es dann nächsten Jahren auch ändert. Und du wirst schon mal auch etwas dazu sagen, wenn da guckt, wie die Entwicklung war. Ja, wir sind die letzten Jahrzehnte wahrscheinlich den Zeitgeist mehr nach links geregelt. Es kann sein, dass ein auch eine Minorität regelt. Das ist auch okay an einer Demokratie. Wir haben viele Probleme an unserer Gesellschaft. Und ob die einen Probleme oder vielleicht echt einmal Linkslesungen, und ob die anderen Probleme oder vielleicht echt Rechtslesungen, die richtig sind. Und das ist absolut legitim an einer Demokratie, eine linkspolitische Ausstellung zu haben. Und das ist absolut legitim an einer Demokratie, eine rechtspolitische Ausstellung zu haben. Und die meisten Länder leiten ungefähr bei der Bevölkerung bei plus minus 50-50, wobei natürlich Leute hanst du mit die einerseits sind und auf andere Punkte mehr die andererseits sind. Demokratie. Also dann so, dass in die Meinungen an dem Spektrum soll respektieren, dass sie muss können zusammen schwätzen, dass sie muss können zusammen Lesungen finden. Gerade in Lützeburg meine ich schon mal ja auch eine Tradition, dass man als nicht bekriechen wie in anderen Ländern an das heute Konsens, der aber oft wichtig ist, dass man das auch so weit wie möglich zusammen machen. Andere Meinungen ausschließen, meine ich, das ist nicht demokratisch. Und das ist das, was man nicht können gebrauchen, in den anderen Meinungen ausschließen, weil wofür ran, das ist echt antidemokratisch. Das ist auch viel von den Jungen geschwärzt gehen, ja, auch an der Etude, wo da gesagt gehen, dass mittlerweile viele Junker vielleicht Vertrauen an Demokratie, wie man sie heute tun, verloren haben. Ich gebe da vielleicht nicht überbewerten, ich gebe vielleicht echt so, dass die Situation für die Jungen hier im Land vielleicht nicht die ist, die sie wirklich zufrieden stellt und dass man da ganz viele Probleme haben, die man muss lesen. Aber wenn man die Probleme lesen, an die jüngeren Perspektive gehen, dann haben sie auch Vertrauen an Demokratie, an unseren Staat. Und natürlich schon mal viel Änderungen gehabt. Wir haben mehr das Land mit seinen Strukturen, wie wir früher hatten, wo das mehr so strukturiert war, mit Familien, Nachbarschaft, Vereine, Kirche und so weiter und so fort, wo wir mehr Gemeinsamkeiten hatten. Wir sind auch eine mehr individualistische Gesellschaft und das bestimmt nicht fördern. Für sozusagen die Zeit, wo alle Menschen im Land sonst mit den Highlight Kugel geguckt wird, die sind River. In der 40 Jahren fand er wahrscheinlich wenig Leute, die Zeitungen lesen in einem Land, die Radio lauschen, die Tele gucken. Und am Platz sind also Sozialmedien gekommen. Sozialmedien, die kann ich da kritisieren. Ja, ich kann mich erinnern, wie die Privatfernsehen kommen, dass die noch kritisiert gehen. Ich kann mich erinnern, dass an den Zeitungen Profis schon dem uns gesagt, du glaubst doch nicht alles, was in der Zeitung steht. Und an den sozialen Medien finden eben viele Sachen, die ganz interessant sind, noch
von dem mégen Niveau sie mit finden natürlich auch muss ich noch so in den größten Schrott dat von den auch an das daneben drin, dass man Leitmöglichkeit gehen sich dort zurecht zu fannen schmengen, das muss man können. Zum Schluss will ich noch so und das für Reis es ganz wichtig ist für Leute an der Demokratie zu motivieren noch matt zu machen und mir wann das geschieht, dass das vom Referendum auffallen. Dafür gibt man die Message gehen gut Vertrauen an die Bürger, respektierte Bürger, Wandmöglichkeit du hast, der frote Bürger, der Bande man dann partizipativ an einem Referendum. Wir sind klar für all wichtige Decisionen hier am Land, auch im Gemengenniveau per Referendum Leute matt dezidieren zu losen. Wir hatten die Gelegenheit verpasst bei der Verfassungsreform. Ich meine, das sind noch Punkte, die nicht gut kommen, wenn ein Referendum en vue stellt und dann noch aufsieht. Wenn ihr in der Schweiz guckt, das ist immer an Treschen die Population von Lützeburg, da gibt hier am Land 7500 Unterschriften durchgehen für ein Referendum zu einer froh Leben zu rufen. Ich meine, das ist ein ganz guter Punkt, den wir auch hier am Land gerne gesehen. Und dafür will ich zum Schluss sagen, für mehr Partizipation, für mehr Demokratie, das sind mir heimänglisch alle gut. Merci. Merci.